Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten Metal, jetzt Kasperl. Ihr werdet es am Titel gesehen haben, es geht jetzt ausnahmsweise aber nicht um Bernies Discord-Eskapaden, sondern ich habe in letzter Zeit häufiger mal das Bedürfnis gehabt, zu Dingen meine Meinung zu sagen, die so auf der Welt passieren, und dementsprechend musste das raus. Mir gedacht, wenn ich hier die Möglichkeit schon habe, das irgendwelchen Leuten an die Backe zu labern, dann ist es so. Und wie gesagt, mir ist auch klar, hier auf dem Video werden deutlich weniger Klicks sein wie auf meinen reinen Videos. Die meisten Leute sind nicht deswegen hier, und ich kriege dann wieder Kommentare, wo es dann heißt, ich soll ja, sinngemäß meine wertlose linke Scheißmeinung bei mir behalten und einfach nur den Reini kritisieren. Und ich habe mich gerade entschlossen, dass mir das alles scheißegal ist, weil ich wirklich was zu sagen habe dazu. Also sprich, weil die Leute, die ja keinen Bock drauf haben, rechts oben ist der X-Button, ne? Und alle anderen, die sich das gerne anhören würden, was ich da dazu zu sagen habe, ähm, ich würde euch bitten, hört es euch bis zum Ende an, bevor ihr Kommentare schreibt. Und dann könnt ihr sehr viele Kommentare schreiben. Ne? Ich bin sehr offen, was da den Diskurs angeht, weil es ein Thema ist, das mehr oder weniger alle Leute betrifft. Ihr werdet es mitgekriegt haben, dass vor ein paar Tagen ein weit rechtskonservativer, kann man so sagen, glaube ich, weit rechtskonservativer Influencer in den USA erschossen wurde. Ja, der Mann hieß Charlie Kirk, war 31 Jahre alt und war so ein bisschen ja, der Youngster mit 31, ne, aber für Politikverhältnisse, ne, in der amerikanischen republikanischen konservativen Szene, harter Trump-Fetischist und hat sehr kontroverse Ansichten auch vertreten. Aber die hat er vertreten, das war mehr oder weniger sein Hauptding, und der Mann ist über Jahre hinweg an Colleges gefahren und hat sich dann da hingesetzt, mehr oder weniger wie dieses Meme mit einem Tisch, ne? Aussage so und so, change my mind. Und hat da mit Leuten diskutiert. Und natürlich, was man sagen, es ging nie darum, dass er tatsächlich wollte, dass jemand sein Mind changed. Und ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre. Sondern das waren eher so, das Change My Mind Ding war so ein Bait, ne, um die Leute in die Diskussion zu locken, um deren Mind zu changen, ne? Anglizismus, Kasper wieder. Und das kann man ihm auch überhaupt nicht vorwerfen. Natürlich, der Mann ist politisch aktiv, der will so viele Menschen wie möglich von seiner Sache überzeugen. Das ist, was jeder Politiker tut. Und das hat er, muss man ihm auch zugestehen, definitiv nicht schlecht gemacht. Ne? Ich persönlich habe jetzt nicht mit vielem übereingestimmt, was er gesagt hat, aber es gibt natürlich No-Brainer-Aussagen, die meistens auch am Anfang von solchen Reden und dergleichen gehalten werden, vor allem vor einer Crowd, die du noch nicht hundertprozentig aus deiner Seite hast, wo jeder vernunftbegabte Mensch sagen kann, ja, Digga, das ist natürlich so. Ne? Und ja, der war jetzt mal wieder auf so einer Tour in Utah auf einem Universitätscampus und ist erschossen worden. Und das ist, ich möchte es erstmal jetzt schon mal sagen, ich werde das später weiter ausführen, ist natürlich, das ist eine Tragödie, und das ist was nicht passieren darf. Nicht in demokratischen Ländern. Aber ich würde gerne meine Meinung zu dem Charakter kurz geben und ein Fazit aus der ganzen Nummer ziehen. Weil ich der Meinung bin, dass das eine gefährliche Entwicklung ist in der Gesellschaft. Ne? Und gefährliche Entwicklungen in der Gesellschaft in den USA haben die Tendenz, relativ bald dann auch zu uns rüber zu schwappen. Beziehungsweise stellenweise, die ist ja stellenweise schon da, und ich erkläre dann später noch warum. Ich habe jetzt eine Pro- und Kontraliste gemacht, weil ich gehe nach dem Grundsatz, wenn du nichts Nettes über eine Person zu sagen hast, dann sag einfach gar nichts. Ne? Und ich möchte auch ein bisschen auch den Fokus darauf legen, dass das halt nicht nur ein politischer Aktivist war, nicht nur ein Trump-Unterstützer, nicht nur ein Politiker, nur in Anführungsstrichen natürlich, ne? Nicht nur ein Content Creator auf Social Media,
sondern eben auch ein Mensch, der das eben halt nicht so schwarz und weiß zu sehen ist. Wie gesagt, ich habe mit nicht viel übereingestimmt, was der Mann vertreten hat, aber ich war cool damit. Ne? Also zum einen muss man natürlich sagen, der Mann hatte Charisma. Als unbestritten, den Job kannst du nicht machen, wenn du das nicht hast. Der hat eine Ausstrahlung gehabt. Ähm, und das kann man ihm nicht absprechen. Und der hatte auch Humor. Also anscheinend in der aktuellen South Park Staffel veräppelt worden. Und hat das als große Ehre gesehen, was viele Leute, die einen gewissen IQ haben, so sehen, wenn sie bei South Park veräppelt werden, dass das eine Ehre ist und vor allem, wenn ein Charakter wie Eric Cartman in deine Rolle schlüpft, ne, dann weißt du, du hast auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Menschen erregt, obwohl ich auch ziemlich sicher bin, dass auch Masson Trey Parker höchstwahrscheinlich nicht mit vielem übereinstimmen, was er so vom Stapel gelassen hat. Was man auch positiv sagen kann, der Mann war kein Fähnchen im Wind. Ne? Das ist was man aus Deutschland von deutschen Politikern nimmer so kennt, ne? Dass die Leute halt wirklich, auch wenn sie einen kontroversen Standpunkt haben, dabei bleiben, auch wenn, sagen wir mal so, der Wind ihnen ins Gesicht weht, dass in der Hinsicht Rückgrat beweisen, das muss man ihm zugestehen. Ne? Das ist man bei uns nicht mehr gewohnt, dass es solche Leute noch gibt. Wenn es die überhaupt jemals in Deutschland gab, ne? Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass ein Helmut Kohl, weiß nicht, ne? Dass der mehr oder weniger von seiner birnenhaften Form aufrechterhalten wurde und nicht von irgendeinem Rückgrat, aber. Und er hat sich immer offen gegen Gewalt ausgesprochen. Das muss man auch immer sagen. Er hat immer gesagt, Diskurs, 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 ähm, um eben auch Gewalt zu verhindern. Und das hat er sehr gut gemacht. Der Mann war ein brillanter Rhetoriker. Der hat einen sehr offensiven Diskussionsstil geführt, was ich fühlen kann, weil ich genauso bin. Also wenn ich diskutiere ich auch sehr offensiv. Ähm, und er hat auch, wenn Leute versucht haben, ihn in gewisse Richtungen zu bringen, wo er unangenehme Wahrheiten über seine Position zugeben musste, nicht versucht, da um den heißen Brei rumzureden, sondern hat das dann auch klar benannt. Er hat gesagt, nee, das ist schon so, ne? Und hat vielen Leuten da den Wind aus den Segeln genommen. Aber natürlich da haben wir das nicht weniger kontrovers gemacht. Und ja, also so viel, was ich jetzt auf meiner Pro-Seite habe, was ich halt allerdings auf der Kontra-Seite habe. Wie gesagt, nichts davon soll rechtfertigen, was mit ihm passiert ist. Ne? Dass das nicht zu rechtfertigen ist, ist hoffentlich jedem klar. Auf der Kontra-Seite ist natürlich, also vor allem aus meiner Sicht, dass er ein extremer Trump-Fanatiker war, was darauf schließen lässt, dass er auch ziemlicher Opportunist gewesen sein müsste. Ne? Und dass er immer sehr überheblich seinem Publikum und seinen Diskussionspartnern gegenüber war. Und das kam ihm ab und zu, ist ihm das ein bisschen vor die Füße gefallen. Ich habe ein Video gesehen, wo er mit Leuten aus, ich glaube, Cambridge oder sowas diskutiert hat und die haben ganz schön dumm aussehen lassen. Ähm, weil er es halt auch wirklich geschafft hat, in den meisten Fällen. Er ist immer sehr gut vorbereitet gekommen. Und wenn er mal ein Thema hatte, wo er wirklich nicht wirklich guten Konter hatte, ne? Wo er nicht wirklich gut dagegen argumentieren konnte der sehr gut anfangen, die Frage zu beantworten, mehr oder weniger. Und sehr unauffällig das Thema zu wechseln. Ne? Und das ist, ja, muss ich sagen, ich bin rhetorisch bei weitem nicht so fit und ich glaube, es gibt wenig Menschen auf der Welt, die das sind. Ne? Aber das Problem ist halt, dass er auch eine sehr brandstiftende Rhetorik war. Ähnlich wie bei seinem großen Vorbild Donald Trump ist es eine sehr brandstiftende Rhetorik gewesen. Und diese brandstiftende Rhetorik werfe ich jetzt nicht nur den Leuten aus der Republikaner und weit rechten Lagern vor, sondern natürlich denen aus dem anderen Lager auch. Ne? Wir haben in den letzten Jahren diesbezüglich allein schon in der Debattenkultur eine beispiellose Verrohung gesehen, die wir ansonsten nur aus ne, Dokumentationen, die 30er und frühen 40er Jahre
behandeln kennen. Ne? Eine Verrohung, wie sie es wirklich schon lange nicht mehr gab. Und er war da nicht unwesentlicher Bestandteil davon. Ne? Auch er, ne, wenn man sagt, wer Wind sät, wird Sturm ernten, auch er hat fleißig Wind gesät. Und ja, irgendwann ist das Eskalationspotenzial in der Debatte, im Dialog, ist irgendwann das Eskalationspotenzial erreicht. So, da bist du capped, da geht nicht mehr weiter. Und dann wird das zwangsläufig in Taten eskalieren. Und wie gesagt, da haben alle politischen Akteure, gerade in den USA, aber man sieht es halt auch bei uns, nicht geringen Anteil daran, dass einfach immer weiter an der Eskalationsschraube gedreht wird, so lange bis es knallt. Und dann passieren solche Dinge. Ne? Das soll jetzt nicht heißen, oh, aber selber schuld, sondern ich sage, wenn ein Brandstifter bei einem Hausbrand, an dessen Brandstiftung er selbst beteiligt war, stirbt, ist halt weniger tragisch, als wenn da jemand drin gepennt hat, der damit gar nichts zu tun hatte. Meine Meinung. Und jetzt kommen wir ein bisschen in die kontroverse Richtung meiner Meinung. Und zwar, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich empfinde jetzt nicht so die riesen Empathie für den Mann. Ne? Was überhaupt nicht geht, sind die Leute, die das feiern. Sowas feiert man nicht. Auch wenn man den Mann nicht mochte und auch wenn man mit allem kontra ging, was der jemals gesagt hat und alles scheiße ist, was er jemals gemacht hat, hat man nicht zu feiern, dass jemand am helllichten Tag einfach beim Diskutieren für seine politische Meinung erschossen wird. Das ist nicht gegeben. Ich kann allerdings verstehen, wenn jemand sagt, so mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ne, es ist jetzt ist nichts Schönes, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen, denn, und das ist der größte Kontrapunkt, den ich habe an Charlie Kirk, ist, der Mann hatte Empathie auf einem Level von einem Rainer Winkler für andere Menschen. Und das ist unbestreitbar aus seinen Aussagen zu entnehmen, die er in diversen Interviews geführt hat und vor allem eben, und das ist ein bisschen die Ironie an der ganzen Sache, gerade wenn es um Waffengewalt ging. Der Mann hat immer die Waffengesetze in den USA bis aufs Blut verteidigt und hat gesagt, das ist notwendig. Und ich habe euch auch einen kleinen Ausschnitt aus einem Simplicissimus-Video mitgebracht. Da ging es auch darum, ob es denn sinnvoll ist, die Gesetze so zu haben, wie sie jetzt sind, oder ob man sie nicht verschärfen müsste, weil es ja so viele Tote, so viele Opfer gibt. Und ne, er ist oft auch gefragt worden, was würde er den Opfern, jetzt keine Ahnung, von so Schulamokläufen sagen, den Hinterbliebenen von denen, und ob das nicht irgendwie was an seiner Einstellung Waffen gegenüber ändert. Und es hat es nie. Sondern er hat Folgendes dazu gesagt. Ich lasse es mal abspielen und dann ja, zum Thema Waffengewalt in den USA. Ich paraphrasiere es für die Leute, die das Englische nicht so haben. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. Das war jetzt, jetzt habe ich aus dem Simplicissimus-Video zu dem Thema genommen. Werde ich euch auch nochmal drunter verlinken. Und er sagt im Endeffekt, ja, nee, es ist schon schade, wenn Unschuldige durch Waffengewalt sterben, aber das ist ein notwendiges Opfer, um unser Recht auf den Waffenbesitz zu beschützen, damit wir dann mit diesen Waffen unsere anderen Rechte beschützen können. Und dann bleibt mir als Schluss auch nur zu sagen, dann wird er das wahrscheinlich, dann muss er seiner eigenen Situation angemessen genauso gesehen haben. Dann war offensichtlich sein Tod seiner Meinung nach, was definitiv nicht meiner Meinung entspricht, ein notwendiges Opfer zum Schutz der Freiheit, wie er es immer propagiert hat. Und deswegen, das ist der Hauptgrund, warum ich sagen muss, okay, ja, ich verstehe, wenn die Leute sagen,
es ist tragisch, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ne? Und ja, das ist mehr oder weniger, was ich dazu zu sagen habe. Mein Fazit aus der ganzen Nummer ist, ich finde es betrübend. Ich find's traurig, dass wir inzwischen wieder, muss man sagen, in einer Welt leben, in der in demokratischen Ländern Menschen wegen ihrer Meinung, welche die auch immer sein mag, Angst haben müssen, erschossen zu werden. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf die USA. Wir hatten ja, also genauso wie ich die Aussagen von Charlie Kirk größtenteils einfach krank hängen geblieben empfinde und mir denke, wie kann man so eine Scheiße labern, fand ich zum Beispiel auch den Satz, wenn man jetzt, Walter Lübcke ist auch von einem Extremisten erschossen worden aufgrund seiner politischen Meinung. Und die Aussage von Lübcke war, der Islam gehört zu Deutschland. Die Aussage fand ich genauso behindert hängen geblieben, wie wir brauchen Waffen. Und wenn da ein paar Leute sterben dann dafür, dass ich ein vollautomatisches Gewehr haben kann, dann ist das halt so. Was Charlie Kirk gesagt hat, dieses Islam gehört zu Deutschland, ist halt auch Daumen hängen geblieben gewesen, aber nichts davon rechtfertigt, Menschen zu erschießen. Und es steht mir so, ich check nicht, warum das andere Menschen anders empfinden. Ne? Ich bin zum Beispiel der Meinung, der Islam gehört zu muslimischen Menschen. So. Wir haben Religionsfreiheit und wenn die damit happy sind, dann passt das so. Aber deine Religion ist dein eigenes Privatvergnügen und geh niemandem damit auf die Eier. So, mach deinen Shit und leck mir am Arsch. In keinem dieser Fälle ist es gerechtfertigt, jemanden abzuknallen und ich weiß, dass wenn jemand in der Diktatur, keine Ahnung, wenn in Russland deine Meinung politisch sagst, das dann immer lang dauert, bis du weg bist, aber du wirst von der Regierung weggemacht. Ich halte das für eine sehr beunruhigende Entwicklung. Und ich bin der Meinung, eigentlich sollten beide Seiten sich das jetzt als Vorbild nehmen, die enorme mediale Aufmerksamkeit, die das hervorgerufen hat, zum Anlass nehmen, sich immer Gedanken zu machen, auf welche Art und Weise Wahlkämpfe geführt werden und auf welche Art und Weise inzwischen politische Debatten geführt werden. Ne? Dass alles nur noch emotional ist, dass alles nur noch brandstiftend ist, dass alles nur noch an der Eskalationsschraube dreht. Und wo wir sonst dahin kommen, wenn wir damit nicht aufhören. Ich habe natürlich aber auch mitbekommen, dass natürlich genau das Gegenteil passiert. Ne? Jetzt ist es hier von der rechten Bubble, werden jetzt schon die nächsten Gewaltfantasien, Blutrache etc. ins Internet gepimmelt, was ebenfalls krank hängen geblieben ist. Und es war ja damals irgendwie auch bei uns bei der Lübcke-Sache auch nicht anders. Da haben halt dann die Linken ins Internet gepimmelt, wer nicht alles wie umgebracht werden sollte. Und ich weiß nicht, können wir nicht. Das ist ja vielleicht ein Grund, den Mars tatsächlich bewohnbar zu machen. So können wir dann die nicht alle dahin schicken. Alle, die der Meinung sind, aufgrund seiner politischen Meinung sollte man Angst haben, in der Öffentlichkeit am helllichten Tag erschossen zu werden. Alle, die der Meinung sind, dass das gut so ist, einfach alle weg irgendwo auf einem anderen Planeten, dann können die sich da gegenseitig die Rübe einschlagen, den lieben langen Tag und wir setzen uns in die Sonne und blazen ein. Wäre das cool? Ich weiß nicht. Ne? In diesem Sinne, Leute. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu arg runtergezogen. Ich freue mich auf eure Kommentare, so sie denn objektiv und konstruktiv sind. Ne? Und Mad Love.